Tabt Entrée vum Kirchbierger Spidol Freimoies géint 6 Sauer de Frank Petzel ass weh an Dialys, well seng Nieren erläng net méi funktionéiere mussien zenter 2 Joer und Maschinen. Ich leide von Geburt an einem genetischen Defekt, der nennt sich Alport-Syndrom. Ich hatte das erste Nierenversagen als junger Mann schon, mehr oder weniger als Teenager. Und das führt dazu, dass ich also mittlerweile 3-mal die Woche zur Dialyse muss. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Sehr früh am Morgen. Es beginnt also schon für mich um 5 Uhr und um 6 Uhr habe ich die Dialyse dann hier. Op der Station um 2. Stock könnte Frank sech schon bald 4 Wei doheem. 4 Stunden dauert seg Dialys, mat den Nierwewegungen huet den 43 Jorale Staater geleiert ze liewen. Iwer allem awer steht Hoffnung op eng Nierentransplantation. Also der Einschnitt ist schon enorm, da ich durch die Dialyse auf sehr viele Dinge in meinem Leben achten muss, wie Ernährung, wie Flüssigkeitszufuhr und Medikamenteneinnahme. Zudem beeinflusst es natürlich auch meine Mobilität, weil einfaches Reisen für mich nicht möglich ist, ohne in einem anderen Land eine Dialyse zu organisieren. Ich hoffe, meine Situation wird sich in den nächsten Monaten insofern ändern, dass ich eine Transplantation haben werde. Also ich hoffe, dass ein Spender für mich gefunden wird und somit das Problem im größten Maße geregelt sein könnte. Die Hoffnung ist relativ gering, da Wartezeiten bis zu 10 Jahren mittlerweile zu erwarten sind. Zu Lützeburg gëtt aktuell eng 60 Patienten, die op eng Organtransplantation werden. Verdelung vun dessen Organer gëtt vun Eurotransplant geriert. Benelux-Länder donieft Deutschland, Österreich, Slowenien a Kroatien Husechheit ze Summe gedo, fir sech méi effizient zu organisieren. Kën den aus engem Land, an dem viele Organe entoll ginn, da krit den eich streng Transplantation, dat der see vun de Verdelungskriterie vun Eurotransplant. Lützeburg awer gehört zu dene Länder, déi virun allem hoelen an net viel ginn, de Lützeburger Nephrolog a Professor Claude Braun. Die Entwicklung als Ivatioren relativ stabil, mat große Variationen, matten leider auch Joer, wo man Gurke-Prelevement hatte, was natürlich an dem Sinne ein Katastrophe ist, da so die letzten Jahre ein bisschen an die Luft gegangen, also die besten Jahre leider auf dem Niveau von der Moyenne an Europa. Das ist sicherlich nicht schlecht, ich meine mehr kennt, aber müssten danach besser gehen. Zuelen am Joar 2000 goufen zu Lützeburg Organer fusive verschete Spender fir Transplantationune genutzt. Nom Heichpunkt mat Nengspender am Joar 2008 waren 2009 den traurige Rekord mat kegem eenzege Spender. Dëst Joer da gouf biswell recht E-Spender notéiert. 12 vun de Prelevementer zu Lützeburg huet sech dem no iwwer die Lächtzwele Fjoruse Schnitt verbessert. Wie war das dade so? Am Gesundheitsminister huet den dofir kein richtig Erklärung. A mesureure goufen och tatsächlich eng Rei geholl. Wir hunn 12 vun de Koordinateuren verdubelt. Wir hunn an all Spidol Referent geschafft, dat hiech den unzeschwätze wär. Wir hunn Kriter de la mort und die Rezenz medizinsch Erkenntnisse ugepasst. Wir hunn eng Reihe vun Informationskampagnen lacéiert sinn dats eng Neiserie vun Informationoen ënnerW an mir hunn eng Checklist entwickelt, wo een gesäit, wo sinn die verpassten Interventionioune, wo huet den eigentlich eng Situationun verpasst, wo en ënner gute Konditionen hett, können Organ spenden oder Organ entnahmen machen. Vun dieser Checklist, dem sogenannten Donor Action Programm, verspricht den sich da noch relativ viel. Gëtt an de Lützeburger Kliniken immer alles gemach, fir auch soviel Organer wie möglich zu prelevieren, da das froh Dialog gestalt gëtt. Für die Vergangenheit muss ihn das froh aber wohl ich damit nie beantworten. Eng Medizin, die sicher eng exzellent Medizin. Ich denke, all die Leute, die lange im Ausland geschafft haben, plötzlich zurückgekommen, können das bestätigen. Und Leute, die wirklich auf einem hohen Niveau, für auf universitären Niveau geschafft haben, hier ins Land zurückkommen. Aber das ist oft eben so, dass an der Routine, die wir hier entwickeln, an der Erde weiß, wie hier geschafft wird, oft das Thema von der Organspende vielleicht zu kurz kommt. Und ich denke auch, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, Tatsache, dass wir hier im Land auch kein aktives Programm haben. Das heißt, kein aktives Nierentransplantationsprogramm. Auch vielleicht dazu gefordert wird, dass
die Obligation darum zu denken, etwas dafür zu machen. Vielleicht fehlt, nicht mehr so aktiv ist, nicht mehr so präsent ist und du vielleicht eine gewisse Inertie angetreten hast. Das heißt, wir müssen darum darauf hinweisen, dass das Prälevement von Organen, Organspenden natürlich für die betroffenen Leute, die mit den werdelöschten Hunden auch im Land oder im Ausland, eine extrem wichtig ist, an Mengen andere moralische Obligation für das Land ist. An der Zwischenzeit kommt nicht zur Überzeugung, dass man viele Partner haben, die gute Wille sind. An einzelnen Kliniken gesagt, dass du die Kultur noch nicht so da ist, sondern haben du gemengt, ja, bei mir komme ich nicht auf froh Welt. Ich meine, da muss an das NRW eine gute Informationssensibilisierungsarbeit machen, für sie man dann Boot geht. Das wird letztes Jahr gewesen. Und ich muss erst sagen, wenn an einem Jahr gut Resultate hat, also für mich relativ schlecht verständlich, dass an dem nächsten Jahr ganz stark auffällt. Koordinateure vu Luchstransplant enger ASBL, déi eng am Gesundheitsminister ze Summe schafft, gi vun de Klinike kontaktéiert wann e potenzielle Spender do ass. Koordinateure begleden en Organprelevement vom Ufang bis zum Schluss, an noch sie hunn gefil, dat ze leider net immer alles gemeldt kreien, de José Lopez. Mein Ressenti als ich meine noch die anderen Koordinatoren, als dass man die Leistung vorher gemäht haben, dafür auch Referenten an der Klinik gemäht haben. Wie gesagt, auf den Intensivstationen, sowohl Doktoren wie auch Infirmien, weil man eben gemerkt hat, rapport zum Ausland, dass wir zu Lützburg höchstwahrscheinlich ganz viele Patienten eigentlich gar nicht referiert kriegen, respektive, dass sie nicht gemeldet gehen. Das heißt aber nicht, dass du eine schlechte Wille warst. Das heißt ganz einfach, weil du am Mangel vielleicht von Informationen, auch von Formationen vom Personal Terrain war. Ende des Jahres sollen die ersten Resultate vom Donor Action Programm 4 leiien. Da kann ihn evaluieren, auf welcher Klinik und auf welcher Station in Zukunft vielleicht mehr genau no potenziellen Organspender muss geguckt gehen. Zünte enger Reihe von Jahren, da geht an der Lützeburger Kliniken noch nicht mehr transplantiert. Mit einem neuen Transplantationsprogramm kann helfen, einen Schritt weiterzukommen. Ich gehöre zu denen, die davon überzeugt sind, dass die Spitäler, die Kippen, mehr motiviert sind, sich auch an der Organspende, Organentnahme zu engagieren, wann gleichzeitig auch die mit positive Operationen, die Transplantation nun mal ist, wann sie sich da haben, können engagieren. Und ich habe selber auch insistiert, dass wir halt zu Lützeburg sollten, an dem Bereich, wo wir das in gute Konditionen können, also bei der Nierentransplantation, dass man da mittelfristig eine Menge Aktivität haben. Aber wie können die überhaupt zu Lützeburg ein Spenderorgan bei den Transplantationspatienten? Den typischen Parcours sieht ungefähr so aus. Nur einer schwerer internistischer Krankheit wie einen großen Schlag oder einer großen Hirnblutung versteht der Patient an der Klinik. Nachdem sie voraus alles gemacht hatte, für ihn zu retten, stellen zwei Doktoren nur einer strenger Prozedur den Gehirntod vom Patient fest. Als das eventuell für ein Organspende geeignet, da gehen ein ganz Reihe Tester gemacht. Bei positivem Resultat wird nur einem Organspendeausweis geguckt, für die Position von der verschiedenen Person zu einer Spende festzustellen. Nur dann wollen Koordinateure von Luchstransplant Kontakt mit der Familie ab. Leiit den Akkor fir e Prelevement 4, da gëtt es ënner der Regie vun Eurotransplant 4 bereet an an Funktionun vun de werdelëchtenden entspriechenden Empfänger feststalt. Dunno ginn Organentnam an noch Organimplantatioun durchgefauerert. Die ganz Prozedur dauert beispielsweise bei enger Nier maximal 36 Stunden. Gesetzeslach zu Lützeburg da géi wo sech vill méi Organprelevementer hier ginn, wéi dat aktuell de Fall ass. Wie zum Beispiel an der Belsch gilt nämlich am Grundduche die sogenannte Widerspruchsregelung. Das heißt, dass du sich jeder Mensch nur seinem Tod als Organspender afro könnt. Außer, ihn hat sich zu Lebzeiten klar dagegen ausgeschwert. Geht Gesetz appliziert, so wie es geschrieben ist, dann hat ihn ein ganz reisurge Mann mengt er noch de Frank Petzel. Nur einer kurzer Vorbereitung geht der Frank vom Infirmier punktiert.
Während 4 Stunden gëtt sei Blut oder durch Dialysmaschinen zirkuläre gelos a proper Gemach. Also die wichtigsten Daten, die mir jetzt auf dem Display angezeigt werden, das ist die Restzeit. Man sieht oben jetzt noch 3 Stunden und 50 Minuten. Die Ultrafiltration, das ist genau die Menge an Flüssigkeit, die mir entzogen wird während der Dialyse. Und ein ganz wichtiger Parameter ist der Blutdruck, der alle Stunde jetzt gemessen wird, weil durch den Wasserentzug wird mein Blutdruck auch in den nächsten 4 Stunden noch deutlich runtergehen. Und damit ich nicht kollabiere, ist es wichtig, dass man diesen Parameter im Auge behält. Mat der Qualitätit vu Singer Dialys dann ass de Frank voller ganz zufrieden. Net aferstein awer ass je mat der manéier Weitle ze beier Transplantationsgesetz appliéiert gëtt. Wir haben in Luxemburg eigentlich alle Gesetze, die dazu führen sollten, dass wir genügend Spender hätten in Luxemburg. Nur werden leider diese Gesetze nicht eingehalten, beziehungsweise den Gesetzen wird nicht gefolgt. Wir haben also hier in Luxemburg die Widerspruchregelung. Das heißt also, jeder ist eigentlich ein Spender, solange man zu Lebzeiten nicht dem widersprochen hat. Und dem wird gar nicht gefolgt in Luxemburg. Die Familien werden noch befragt nach dem Versterben eines Patienten. Und in 99% der Fällen sagen die Familien dann Nein zu einer Spende. Und die Situation ist natürlich fast nicht tragbar mehr, weil eigentlich sollte man glücklich darüber sein, dass man diese gesetzlichen Regelungen hat. Deutschland würde sich freuen, dass man sowas durchsetzen konnte, aber es ging nicht in der Vergangenheit. Und ich denke, wenn man diesem Gesetz folgen würde, würde man auch genügend Spender haben, um wirklich jedem in Luxemburg, der auf der Warteliste steht, ein Organ zur Verfügung zu stellen. Familien allenfalls se frohen, dat ass allerdings e Prinzip und dem en zu Lützeburg festhalen will. Gëtt dat am Ausland deels viel méi drastisch gehandhabt, steht de Punkt hier am Land u sech net zur Debatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ohne Information einfach dann auf dem Punkt weitermachen, dass ich gehe so, bon, ich will den Organspendeausweis Fond, da steht dran, will das machen oder schon noch kein Fond, mir so noch kein Gesetz erlaubt mir das. Ich zeige da durch, das wir für mich menschlich nicht akzeptabel. Die Familie wird gefragt, ja oder nein. Das heißt, wir sprechen schon auf der Familie, aber wir fragen nicht die Familie, wie die Familie par rapport zum Organspender ist, aber ob sie wissen, wie die verstorbene Person par rapport zu dem Thema steht. Das ist ein ganz delikater Moment. Und ich meine, das ist eben eine Trauerphase. Und für den Moment etwas Frohen zu gehen, wo es schon schwierig ist, für sich selber zu entscheiden, aber über die Meinung, was die andere Person kann tun, ist effektiv ganz kompliziert. Dafür machen wir auch immer ständig den Aufruf, dass jeder Mensch soll effektiv so, wie dazu steht, ein Kehr zu einem Stierfall könnt. Wenn die klar an Deutsch ein Kehr gesagt hat, an die der Familie auch mitgegeben, respektive die Jude-Passport de vie, wo doch drauf schreibt, dass der Organspender sieht, dann ist das ein Last, den euch der Familie wäschhält. Mat der Bestoff vu Luxtransplant koordinéieren Organspende mat virun allem këmmere si sech och drëms Gesprächer mat der Familie vum potenziellen Donne iwwer eng eventuell Spend ze féieren. Gin ganz gut an und gin noch Manner gut an. Gi Momente zu an der ganz penibler Phase an auch trauriger Phase, wo teilst du zum Lachen könnt zwischen der Familie an Eis. Weil sich erinnern, wie ihre Papa oder wie ihre Bruder zum Leben gestorben und was dann immer gesagt wird, und das sind so die kleinen Safe-Gift gehen, für einen Mann zu helfen. Es gibt auch Momente, wo es ganz schwierig ist. Schwierig, weil die Situation eben dax ganz unklar ist. Ein Spendeausweis, den die letzte Wille von der verschädter Person klar manifestieren gave, leitet nämlich nicht mehr ganz Seele für. Schätzungsweise wer ich gebe so all 20. Den Passport de vie unser Schuld. Leider Gottes. Das heißt, dafür vielleicht, wo es so wichtig wäre, dass all Mensch an einer Datenbank das hat. Weil wenn die ein Accident hat, effektiv das ist, was man machen, oder was das haben wir an Police, das Dokument zu sicher für die Person zu identifizieren. Und wenn die zufälligerweise ihr Passport wie nicht dabei hat, ja, dann sei doch kein Mensch stehen. Ja. Wann deine Datenbank gehen oder man Dossier partagé, wenn der Patient bis an der Klinik ist, ja, da kann er das immer auch gesehen. Und da wird es schon ganz ernst.
So e Register ass der noch rappes wat sech de Minister mittlerweile gut firstelle kann. Am Kader vum Dossier partagé vun den Aspekter vun der Gesundheitsreform kennt so eng Datenbank agericht ginn. Ich stehe ganz positiv dazu. Die Solutionen, die man bislo proposéiert Grote fir so Register ze machen, sind immer lückenhaft. Schmengen, dass den Dossier partagé vum Patient eng gut Gelegenheit ass fir an die dote Richtung zu goen. Ich gif mengen, dass eng komplett eng kohärent Solution soll d'assuréen alle goe betreffen, die kann en lo den Assuré secher net zwingen fir die doten Informationoun ze ginn. méi wann en Dossier mat de Basisinformationoun iwwer de Patient huet, schmengen muss en Patient dat doten proposéieren. Und da bleibt das Team iwwer los fir sech ze deklarieren, positiv oder negativ. De Fazit: Lützeburg ass Punkto Organspenden die lächt 10 Joer kaum Viro kom, lo sollen Klinike méi stärker an d'Responsabiltäit geholl an d'Sensibilisierung vum Grand Publikum verstärkt ginn. Schiet war Einzelne muss sech fré Gedanke machen as seg Position auch artikuléieren, ënnerstreichte Professor Braun. Wann ich ganz unabhängig davon mal Gedanken machen, auch mat leider ist der Familie, mat menge Partner, mat menge Kanner, drüber schwätze, wat wir, wann ein Grepp ist wir, mat dir und mat mir, war das mehr Wille. Ich denke, wann Stadt zu dem Zeitpunkt manifestiert tun, als ja nur keine große Diskussion mehr. Ich das d'accord, was soll passieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, und da sind wir schon wesentlich mehr aktiv bislo, da das bei den jungen Leuten, die an Leben rauchen, an den Lyceen, an den Collegien, an der Schule noch schon, an der Primärschule, für was nicht da, Prälevement, d'Organspend zu erwähnen. Die jungen Leute, die hufroen. Sie interessiert das Thema, sind noch nicht überfordert und man hat gedacht gesagt, ja, da kann die über Tod schwätzen, über Prälevement, die sind noch zu jung dafür. Ich denke, mit 14, 15 Jahren sind heute ganz andere Sachen. Und du hast den Döi und noch den Tod, all die Sachen, das gehört zum Leben dazu. Zräg bei de Frank Petzel hin as auch selber aktiv fir mat ze hëlfen d'Öffentlichkeit weiter fir Thema Organspend ze sensibiliseieren. Durchstrengungen mussen zu Lützeburg allerdings an Zukunft unbedingt verstärkt gehen, seht hien. Aufklärung ist in diesem Fall das A und O. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist in den letzten Jahren nicht sehr viel gemacht worden in Luxemburg. Ich meine, wann sieht man mal eine Werbung auf einen Aufruf zur Organspende oder sowas? Also ich kann mich nicht daran erinnern, in den letzten Monaten was gesehen zu haben. Und das ist natürlich ein Punkt. Ich habe so das Gefühl, dass wir so die Transplantationspatienten so ein bisschen vergessen sind. Ne, dass es also schon viele andere Prioritäten natürlich in Luxemburg gibt, aber dass man uns so ganz einfach, weil wir vielleicht gar nicht so viele sind, wir sind 60, die auf eine Transplantation warten und dadurch auch so ein bisschen in die Vergessenheit geraten sind.